Liebe Kameradinnen, liebe Kameraden, liebe Membern, liebe Sympathisanten, liebe Invitien. Für dich ging ich auch noch gerne ein Merci sagen, dass der heute hinkommen sieht, für mich da ist das neue Jahr anzufangen. Wir haben ein kompliziertes Jahr hinter uns. Ein Jahr, das durch die Ablesung von der Chambre, die Neuwahlen, die Resultate von diesen Wahlen und nicht zu Last von einer Koalitionsregierung ohne CSV geprägt ist. Eine ungewöhnliche Situation aus sich für Lützeburg. Im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern, wo politische Krisen zurzeit ausgelöst gehen, weil Austeritätspolitiken auf Frage gestellt gehen, wurde bei uns froh von der Demokratie, die am Mittelpunkt steht. Eine Regierung ohne CSV war in dem Sinn kein Ziel aus sich, aber eine Notwendigkeit, für aus der sklerosierten politischen Situation herauszukommen, an der wir waren. Der Bommeleer-Prozess, das Rall-Affaire und die daraus resultierende Arbeit von der Enquete-Kommission waren viel an den Medien. CSV hat probiert, die Skandale aufzuspielen und vor allem die zu diskreditieren, die immer nächst auf Unregelmäßigkeiten an der Bühne aufmerksam gemacht haben. Zu denen, die es geheischt wird, zu diskreditieren, gehören auch die Linke. Nun effektiv als die Linke auch zum Teil über die Arbeit an der Chambre und an der Enquete-Kommission viel zu dem, was 2013 abgedeckt ging, beigetragen. Dass wir auf Fälle von Spionage vom SRAL auf Privatpersonen aufmerksam gemacht haben, hat dazu beigetragen, Klarheit zu schaffen über die Missstände innerhalb des CSV-Staats. 2013 war das Jahr von der Ligen auf dem Widerstand dagegen. 2013 war das Jahr vom den Teppich kehren auf dem Widerstand dagegen. 2013 war das Jahr von der Verharmlosung von politischer Responsabilität und auch vom Widerstand dagegen. 2013 war das Jahr, wo CSV von lauter Überheblichkeit nicht mitgekriegt, dass der Widerstand gegen diese Methoden eine Notwendigkeit und nicht just Taktik war, für sie aus der Regierung zu kriegen. Die Arroganz, mit der sie nun an die Wahlkampagne gegangen sind, Selbstsuffisanz, von einem zwar nicht offiziellen Slogan, aber trotzdem, mir, mein Premier, spiegeln in ein Kehr zurück, dass bei der CSV keine Kritik geholt kann gehen und auch keine Fehler erkannt kann gehen. 2013 ist kein verlorenes Jahr. Vielleicht also das verlorene Jahr für die LSAP. Sie wird ja effektiv an den Wahlen verloren, ihre Spitzenkandidat hat sich was verloren, Premier zu gehen. 2013 ist vielleicht verlorene Zeit für die, die sich sagen, oh, was hätten wir an den 6 Monaten alles können, ohne Spurmaßnahmen noch durchsetzen. Die Leute können nur sich beruhigt sein, sie sind auch immer unter Murcht. So ein Spielkameraden, Bloer, Gränger, für den Rest bleibt aus sich alles beim Allen. Alles bleibt beim Allen, weil wenn sich den Koalitionsakkord anguckt, da kann ich just feststellen, und da können wir ausnahmsweise dem Herrn Juncker recht geben, dass ob man was Finanzpolitik, Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik anbelangt, die neue Regierung da weiter möchte, wo die alle abgehalten hat. Für was Kontinuität? Kontinuität, was Finanzplatz anbelangt. Die neue Regierung bleibt da Kurs, was an den letzten Jahrzehnten gemacht wird. Permanent unproduktiv nicht sichern, die Legislation so gestalten, dass toxische Produkte können developiert gehen, alles machen, für den Finanzplatz weiter abzublasen. Eine Nischenpolitik ist aber keine nachhaltige Politik. Eine Nischenpolitik baut nicht ab. Wir wissen auch, dass die Finanzökonomie, die jetzt zu protegieren und zu stärken, der Realökonomie schützt. Zu einem Zeitpunkt, wo man seit mittlerweile bald 7 Jahren und die Suite von einer internationalen Finanzkrise knallen, geht die neue Regierung hin und proposiert Maßnahmen am Finanzsektor zu verstärken, die genau die waren, die Krise ausgelöst haben. Wo bleiben die Elemente von der Analyse von dieser Krise? Wo ist am Koalitionsakkord der politischen Input von denen zu finden, die auf der Manif mir bezahlen nicht für ihre Krise dabei waren? Das ist nicht mehr von dem zu finden, was 2009 gesagt wurde. Die Menge der Ball bei verschiedenen Geschuss nach Kurzzeitgedächtnis funktionieren.
Keine Lektionen sie zugehen, nicht als Afrogestalt gehen oder größer, mit kurzer Entrüstung gegen die Finanzwelt an der inakzeptablen Abüen, die du betrieben sind und auch noch immer gehen. Was geschieht, das ist, dass wir alle am Gang sind, am Endeffekt für die Krise zu bezahlen. Es wird gesagt, wir müssen spüren, weil Staatsschulden zu hoch sind. Dass der Staat so lehnt, für handeln zu können, als banalen und am aktuellen System normale Vorgang. Unserer Meinung nach wäre es ja besser, dass verschiedene Steuern nicht gegen abfeiern, dann müsste der Staat verschiedene Prämien auch nicht mehr machen. Es ist nicht drohbar, dass die Europäische Kommission Hand an Hand mit dem Conseil, mit den Repräsentanten also von den Nationalstaaten, dezidiert, wie viel Staatsschulden in der Fund und wie die Nationalhausbudget sollen aussehen. Es ist auch nicht mehr drohbar, dass Länder gezwungen gehen, Prämien zu machen mit unmöglichen Toren, für die Prämien für Drohnen zurückzubezahlen. Es ist nicht mehr drohbar, dass Konditionen für so eine Prämie zu kriegen, sich den Aufbau vom Sozialstaat bedeuten. In diesem ganzen System spielt Finanzplatz Lützeburg eine drohende Rolle. Sie ist von den Elementen, die alltag das, was Solidarität zwischen den EU-Ländern nach übrig geblieben ist, weiterführen möchte. Wichtig ist, dass der Finanzplatz gar nicht erhalten bleiben kann. Wenn dieser Sektor bis aufgebaut muss gehen, ist Lützeburg gar nicht präpariert und dass sie mir die nächste die müssen so alleine gehen. Wir wissen, was das heißt, wir sehen Konsequenzen von Austeritätspolitiken an anderen Ländern. Wenn ich weiß, dass der Finanzplatz von allen Seiten angegriffen wird, dann müssen wir auch präventiv handeln, für die ökonomische Zukunft vom Land und aber auch von der Großregion zu garantieren. Ein Platz von einer Verstärkung von der Finanzplatz proposieren wir und einen Transitionsplan zu schaffen, der Lützeburg auf eine andere Zukunft, die nicht mehr von der Finanzmärkten abhängig ist, präpariert. Es muss Projekte geschafft gehen, die Sektoren developieren, die zur Realwirtschaft beitragen, an Arbeitsplätze kreieren. Ein paar Elemente nach, was Kontinuität anbelangt, mehr sozialen Niveau, wir gesehen, dass selektiv Sozialpolitik wird weiter betrieben gehen. Den Index aus unserer Meinung noch weiter vorgestellt, sie sollen aber also gegen den beibehalten. Dass es Konditionen nur gebunden wird, ist aber ganz klar, dass es sich im Moment ob man es manipulierbar ist. Eine TVA-Erhöhung auf angekündigt, wodurch Ältere, die Schwächsten an unserer Gesellschaft, am meisten zu leiden haben. Von einer Steuerreform, die eine mehr gerechte Umverteilung von oben nach unten ermöglichen, als kein Rätsel mehr. Genauso wenig wie von einer Vermögenssteuer. Was kann ich daraus erzählen? Der neue Wand, den die LSRP als während der Kampagne versprochen hat, ist definitiv eine kahle Wand. So ein Fenster zwar abgeraubt, es geht auch gelüftet, aber das Wand da. Gerade wird auch viel von Transparenz geschwärzt, als zu Lützeburg. Die neue Regierung schafft zu der Premier an der Transparenz. Vielleicht könnte das noch. Auf alle Fall bei der Präparation, beim Ausschaffen vom Koalitionsprogramm wird also aber mal ein bisschen Transparenz gefehlt. Wir wissen noch immer nicht genau, wen an den Arbeitsgruppen dabei waren, wer ein Lobbyen Druck gemacht und so weiter. Wie also zum Beispiel möglich, dass die Jungen am Programm die Finanztransaktionssteuer stehen hatten und dass näherens mehr zu finden ist. Bon, und attendant, dass alles mit transparent geht, kann ich dann nach mit Schrecken nachgucken, wie auf europäischem Niveau untransparent und undemokratisch gehandelt wird. Wir haben schon oft denunziert, dass europäische Treaty in 100 verschlossenen Jahren ausgeschafft gehen. Was Lobbyist tun könnt, der toppt alle Formen von undemokratischen Entscheidungsprozessen. Schwarzenheim vom Accord de Partenariat Transatlantique, auch nach TTIP genannt. Bon, das ist ein Akkord, mit dem wir uns in nächster Zeit müssen auseinandersetzen. Das ist ein Akkord, den einen gemeinsamen Handelsmarkt zwischen der EU und den USA etablieren soll, wird ausgeschafft von der Europäischen Kommission. Lobbyen, die Multinationaler wie das gut bekannte Monsanto vertreten zum Beispiel. Für kurz zu fassen, laut diesem Akkord sollen Privatentreprisen Recht kriegen, die öffentliche Hand
der heißt, den Staat unzukloen, wenn sie der Meinung sind, dass das eine Legislation hat, den hier Gewinnerkeit verkleinern. Der Text von einer Entreprise findet, dass sie zu Lützeburg nicht genug Benefice machen kann, weil ein bestimmtes Gesetz oder Reglement zu daran hindert. Also für viele Beispiele können wir den Gesundheitssektor nennen, wo verschiedene gut an solidarisch öffentliche Services in der Privatisierungsdruck könnte gesagt gehen. Bon, das bedeutet, dass diesen Akkord ermöglicht, die bis dato schockierendste Umverteilung vom Reichtum von innen nach oben auf Platz zu setzen und effektiv zu machen. Wir haben heute nach vom Stadtteilkehren, dass diese Umverteilung, egal wie schon, sich an den letzten Jahren verstärkt wird. Lo sollen dann die Reichen, die sowieso schon Kapital akkumulieren und nicht an die Realwirtschaft investieren, via juristisch Verfahren dem Staat auch noch können seine Steuergelder aufzappen. Das geht lo durch. Es geht lo durch beim Aufbau vom politischen Handeln vom Staat. Es geht lo durch beim Aufbau von Demokratie. Es geht lo durch, dass systematisch 99,9% von der Bevölkerung nicht gefragt gehen, wie sie sich ihre Zukunft vorstellen, wie sie leben wollen, wie sie schaffen wollen. Halt zu Lützeburg, an noch am europäischen Niveau, sind Formationen wie die Link, die einzig die Dispositionen parteipolitisch vertreten. In verschiedenen Ländern gesehen den, wie Extremrechtsparteien Sozialrevendikationen von einer Lenker überholen. Schlecht geht es einem dabei. Umso mehr schlecht, wenn ihr aber weiß, dass hier theoretisch Basis ein neoliberal ist, und dass, wenn sie regieren gingen, sie genau dasselbe finanziell und ökonomisch Politik gingen betreiben, das ganz gekränkt mit Ausländerhass und Nationalismus. Formationen wie die Lenk bieten eine reelle Alternative, auf nationalem wie auf europäischem Niveau. Zusammen mit diesen Schwesterparteien innerhalb von der Europäischen Linkspartei haben wir im Kongress an diesem Dezember dezidiert, wir gingen den Alexis Tsipras, den Leader von der Linkspartei aus Griechenland, Syriza, als Kandidat für die Präsidentschaft von der Europäischen Kommission stellen. Ziemlich schnell danach haben sich Parteien, die auch nicht Member sind an der ELP, haben sich dazu bekannt, das Kandidatur mit zu unterstützen. Wir fanden nicht, dass die Kommission überhaupt eine Daseinsberechtigung hat. Sie ist das Bild von dem nicht demokratischen Funktionären von der EU. Wir meinen aber nach vielen Diskussionen, dass ein gemeinsamer Kandidat sozusagen, also steht nicht dabei, so löscht das klar, das Kandidat für die Präsidentschaft von der Kommission, dass er aber kann mit dem eine gemeinsame europäische Kampagne machen, an die nationalen Grenzen als Ideen verbreiten. Die euch sagen, dass als Ideen zwar flott sind, aber nicht realisierbar wären, weil es nicht möglich ist, sich aus einem Land umzuwenden, soll gesehen, wie weit verbreitet als Ideen wirklich sind. Dass wir zu immer mehr sind, eine Lenkvision von der Gesellschaft zu vertreten, dass als Ideen immer mehr allgemeine Anerkennung kriegen, wird auch die Präsenz von der Generalsekretärin vom Europäischen Gewerkschaftsbund, der Madame Bernadette Segol, im Kongress von der Europäischen Linkspartei bewiesen. Es kommen dieselben Kämpfe bei uns durch. Der Akkord Transatlantik wird an den nächsten Jahren von den Kämpfen sein. Ich wünsche uns, dass wir diesen Kampf, wie auch all die anderen, gewinnen. Ich wünsche uns ein positives Jahr 2014 und ich wünsche uns, dass nicht zu früh eine erfolgreiche Europakampagne. Ich sage nicht merci.